Ich bin Nadine Keller, ich bin 29 und bis zu dem Obi habe ich geglaubt, mein Leben wird immer in der Küche von unserer Familie spielen. Mein Vater sein Restaurant liegt etwas ausserhalb von Luzern, am Hang über dem See. Wir haben am Obi immer gesagt, wir gehen arbeiten, nicht wir gehen ins Restaurant. Es ist wie ein zweites Zuhause. Der Obi, wo alles geschnallt ist ein Freitag voll reserviert. Das Telefon hat nicht aufgehört, die Bedienung ist sehr spät schon, Lieferung mit WY ist ausfällig gsi. Mein Vater, Markus Keller, hat schon am Nachmittag zu viel Espresso getrunken und zu laut mit Lieferanten diskutieren. Ich bin hinter dem Buffet gestanden, habe Rechnungen kontrolliert und die Reservationen im System aktualisiert. Nadine, Jum, wir haben keine Zeit für deine Papierkram, hat er vom Gästenraum hereingeräumt. Ich habe zusammengepackt und bin helfen im Service. Das Restaurant war voll, testig warm, Teller klirren, lachen. Aber in der Küche war die Luft dick. Der Koch hat geflucht, weil die Bestellungen so schnell schon sind und mein Vater hat jedes Problem persönlich genommen. Der Druck von der Bank, die Schulden, die Inspektionen, ich habe gewusst, dass alles UFM lastet. Aber vor den Gästen hat er bis jetzt immer die Ruhe gespielt. Bei Tisch 7 ist es passiert. Ein Stammgast hat sich über die Wartezeit beklagt. Das ist nicht mehr der Standard, Markus, hat er gesagt, laut genug, dass es den ganzen Saal gehört hat. Ich habe probiert, die Situation zu beruhigen, hat das Trinken ausgegeben und mich entschuldigt. Mein Vater ist Schand, ein Gesicht rot. Wer hat die Einteilung gemacht, hat er gefragt. Niemand hat etwas gesagt. Die Kollegin neben mir hat nur klein die Schulter gezuckt. Ich habe Reservationen gemacht, habe ich gesagt. Meine Stimme war stabil, aber meine Hände haben zittert. Er hat mich angeschaut, als hätte ich den Betrieb gerade selber verkauft. Du bist zu langsam und zu unorganisiert. Das ist nicht für uns, Nadine, er hat sich zum Gast umgedreht. Entschuldigung, mein Töchterli lernt noch. Einige haben gelacht, einige haben weggelügt. Mir ist heiß geworden. Ich habe probiert, nüchtern zu bleiben. Mir schön das System anpassen, Vati, mir braucht einfach mehr. Nein, hat er abgeschnitten, lauter als nötig. Du bist seit Monaten nur am Computer, aber die Schalen stimmen trotzdem nicht. Du kostest mich Gäste. Du bist nutzlos hier drin. Ein Wort hat in die Stille hineingefallen. Die Bedienung hat aufgehört, Dissimo zu polieren. Jemand hat das Besteck abgelegt. Ich habe gemerkt, wie meine Ohren brennt. Könnt mir bitte hinter in die Küche reden, habe ich gefragt. Er hat die Hände ausgebreitet. Nein. Ali soll's gehen. Du verstehst nicht, was es heisst, Verantwortung schämen. Pack deine Sachen. Du bist entlassen. Was? Ich kann nicht glauben, dass er ein Wort wirklich braucht. Du hast mich gehört. Gang. Jetzt. Und schon nicht zurück, bis du begriffst hast, was Schaffen bedeutet. Im Gästenraum ist es flüsterig geworden. Eine Frau am nächsten Tisch hat irritiert die Augenbrauen gezogen. Ein junger Mann hat das Handy aus der Tasche genommen, als Wetterfilm, sich dann aber umentschieden. Ich habe mein Kellnerportemonnaie abgemacht, ein Notizbuch auf die Decke gelegt und nichts gesagt. Wenn ich etwas gesagt hätte, wäre ich sicher zu Tränen ausgebracht. Mein Stolz hat mich genug knapp im Griff gehabt, dass ich still bleiben bin. Draussen ist das Licht vom Restaurantschild in der Uns glitzert. Ich habe die Checke über die Schulter geworfen, ohne richtig zuzumachen. Im Sack hat es paar Hunderter gegeben, mein ganz erspartes Trinkgeld. Kein Arbeitsvertrag mehr, kein Lohn, keine Perspektive. In den Fenstern hinter mir habe ich noch eine Sekunde lang mein Vater seine Silhouette gegeben, wie er zurück in die Küche ist, als wäre nichts geschehen. In dem Moment habe ich es bestimmt, ich würde nicht mehr zurückschauen. Und wenn ich jemals wieder in dem Haus sitze, dann würde ich am Tisch sitzen, wo er Angst hat, Platz zu nehmen. Was ich noch nicht schöne wüsste, das nächste Mal, wo wir gegenüber sitzen, würde es nicht in der Küche sein, sondern am Tisch von meinem Advokat. In Genf.
Ich bin in der Nacht noch im Zug UF Zürich gesessen, mit Plastiksack voll Kleider und meiner Mappe mit paar Unterlagen, wo ich immer für später aufbewahrt habe. Es hat nach kaltem Kaffee und nach Metall gelaufen und ich habe nur mit US am Fenster aufgestarrt. Luzern ist langsam verschwunden, aber das Gefühl im Magen ist bliebe wie es die. In Zürich habe ich zuerst bei ihrer Kollegin UF das Sofa übernachtet. Sie hat gesagt, du tschunst schon durch, Nadine. Mit dem Fleiss eisig ich habe genickt, aber innerlich habe ich mich gefragt, ob Fleiss wirklich genug ist, wenn man kein Zuhause, kein Job und keine Familie mehr hat. Der erste Monat sind krumm gsi. Ich habe eine Stelle im Schleini-Café beim Central bekommen, 4 Schichten in der Woche, Lohn grad genug für Miete im Wegezimmer im Kreis 4 und für ein Gasparbillett. Am Morgen habe ich Cappuccino gemacht, Gipfeli ausgegeben und immer wieder zugelost, was die Leute am Nebentisch redet haben. Banker, Anwaltsassistentinnen, Mitarbeiter von Asset-Management-Firmen. Für sie war es ein Problem, wenn der Bonus etwas kleiner geworden ist. Am ABE habe ich meinen Computer aufgemacht und nach Kurs in Hotelfachschule gesucht. Ich habe mein ganzes Trinkgeld zusammengespart und habe mich schließlich für einen berufsbegleitenden Lehrgang in Zürich-Binz angemeldet, Betriebswirtschaft im Gastgewerbe. Die Kursgebühren haben mein Budget gesprengt, aber ich habe unterschrieben. Wenn ich irgendetwas von der Gicht mit meinem Vater mitgenommen habe, dann das, etwas richtig oder gar nicht. Die Tage sind lang geworden. Morgen ab 6 Uhr im Café bis am Nachmittag um 2 Uhr. Dann mit dem Tram in die Schule, Buchhaltung, Kalkulationen, Arbeitsrecht. Ich habe nicht die beste Note gegeben, aber ich habe jede Zahl verstanden, bis sie mir gemacht haben. Wenn dann nach dem Kurs etwas trinken sind, bin ich zurück im Wegezimmer und habe Excel-Tabellen geübt. Ein Tag ist ein Mann reingekommen, der Anzug zu teuer fürs normales Mittag, dort wie er die Zeitung umblättert hat, zu ruhig. Ich habe seinen Dialekt gehört, Zürich aber glatter als üblich. Er hat Espresso und Glas Wasser bestellt und dann lang am Handy schreiben. Am Schluss hat er bar gezahlt mit Bündel Noten, die viel zu gross für einen Kaffee sind. UF sein Portemonnaie war ein diskret Batsche von ihrer Privatbank an der Bahnhofstrasse. Ich habe die Marke gekannt, habe ich doch jeden Morgen die Leute gehört, die darüber geredet haben. Dennoch ist er wieder schon dann mit 2 Kollegen. Sie haben über Family Office geredet, über Restauranter, wo es Potenzial nicht rausholen haben, über Strukturierung. Ich habe so viel ausgegeben und so getan, als würde ich nichts verstehen, aber jedes Wort ist bei mir stecken geblieben. Heimweh ist mit der Zeit kleiner geworden, aber nicht verschwunden. Zu Weihnachten habe ich das Handy abgestellt, weil ich gewusst habe, dass meine Mutter anrufen. Sie hat nie etwas selber bestimmt, alles ist immer über meinen Vater gegangen. Wenn ich abgenommen hätte, wäre es wieder in Diskussion gewesen, wieder Tränen, wieder Schuld. Ich hatte stattlicher lieber gehen als die alte Debatte. Nach 2 Jahren im Café habe ich das Angebot bekommen, in der Hotellobby von ihrer internationalen Hotelkette zu arbeiten, näher bei der Seepromenade. Höher Lohn, mehr Gäste aus aller Welt. Und das ist mir erst später auffallen, mehr Kontakt zu Leuten, die Kapital haben und Probleme, aber keine Zeit, sich darum zu kümmern. In dieser Lobby habe ich zum ersten Mal einen Investor aus Zug kennengelernt, den Herr Aebi. Er hat nicht so auffallen wie die anderen, kein laut Logo, keine goldige Uhr. Er hat nur in fragende Art gegeben, wenn er mit mir geredet hat. Sie arbeiten immer so präzise, hat er gesagt, wie er gegeben hat, dass ich Reservationen korrigiere. Haben Sie selber einmal davon geträumt, etwas Eigenes zu haben? Ich habe mir Zeit genommen mit der Antwort. Ja. Aber Träume kosten, Herr Aebi, er hat gelächelt und seine Visitenscharte hingelegt. Träume schön auch rechnen, Frau Keller. Ich habe die Scharte lang im Portemonnaie gehen, ohne anzuläuten. Zuerst hätte ich sicher sein, dass ich wirklich nicht zurück in Luzern will. Dass ich nicht nur mit trotzig bin, sondern wirklich mein eigenes Fundament schaffen will. 7 Jahre sind vergangen, bis ich wieder nur in die Richtung von meinem Elternhaus geschaut. In dieser Zeit habe ich mehr dabei gelernt als in allen Schulen zusammen.
aber ich habe das Gefühl, dass die Geschichte mit meinem Vater noch nicht fertig ist. Ich habe nur noch nicht gewusst, dass das nächste Kapitel nicht in der Vergangenheit, sondern in Zürich wird anfangen mit meinem eigenen ersten Lokal. Die Visitenkarte vom Herr Aebi ist mehr als ein Jahr in meinem Portemonnaie verknüht mit Kassabon und abgeladen zugebildet. Jedes Mal, wenn ich die Kasse zahlen, habe ich sie kurz gegeben und wieder zurückgeschoben. In dem Moment habe ich gewusst, solange die Scharte noch da ist, habe ich nicht ausgelernt. Irgendwann aber nicht zu früh. Doktorübergang ist schon wie so viel im Leben, nicht perfekt geplant, sondern halb Glück, halb Vorbereitung. In der Hotelbar haben wir Stammrunde von Gästen, zwei Anwaltspartner, Marketingchefin und Dr. Aebi. Sie haben sich jeden Mittwoch getroffen, ein Glas WY, kli Zeug, kli Geschäft. Eins obi haben sie über Zürich West geredet, über Lokal, wo schön laufen, aber nicht laufen, weil der Konzept halbpatzig ist. Ich bin am Polieren aber in der Nähe und habe gelost. Das Lokal an Dr. Ecke, du weisst, hat Anwalt gesagt, geht die Lage, aber keine klare Idee. Manchmal fragt sie sogar mich, ob wir investieren wollen. Aber ohne jemand, wo den Gastro vergiss es. Die Aebi hat lügt, wie überlegt. Gastro für sich ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die meisten nicht rechnen können. Er hat das Glas abgelegt und direkt zu mir aufgesehen. Frau Keller, Sie wissen ja, was es heisst, mit knappen Margen ins Arbeit, oder? Ich habe mir in kurzer Zeit genommen. Ja. Und ich weiss auch, wie viel ein volle Mittagsschicht wert ist in Prozent, nicht nur in Trinkgeld. Es ist im Moment still gsi. Die Marketingchefin hat gelächelt. Sie tönt wie eine Betriebswirtschafterin im Service. Halb habe ich gesagt. Ich habe die Weiterbildung gemacht. Und ich habe lang genug Betrieb gehabt, wo nicht gewusst haben, was ein schlecht kalkulierter Mittag für einen Banktermin bedeutet. Die Aebi hat langsam nickt. Haben Sie einmal die Idee gehabt, etwas Eigenes zu machen? Nicht nur als Traum, sondern als Businessplan. Die Nacht habe ich nicht schlafen. Ein Bild vom Lokal in Zürich West, wo sie davon geredet haben, ist mir nicht aus dem Schopf gegangen. Ich habe am nächsten Tag mein Heim-Laptop aufgemacht, die Excel-Tabellen von meiner Weiterbildung rausgekramt und angefangen, mit Kosten, Personaleinsatz, Wareneinsatz, Break-Even-Punkt. Für einmal habe ich nicht nur die Schale von jemand anders korrigiert, sondern meine eigene schreiben. 4 Wochen später bin ich im Zug noch zugesessen, gegenüber vom Herr Aebi und seiner Assistentin. Das Büro hat auffallen, weil es so unspektakulär war. Kein grosserer Empfang, kein Glaswand. Nur Holz, Ordner, Diskretion. Wir schauen uns gern Projekte an, wo der Person wichtiger ist als ein Logo, hat er gesagt. Sie haben Erfahrung im Betrieb, sie haben die Schale. Was braucht sie? Ich habe tief in die Luft gezogen. Ich brauche einen Partner, der Kapital bringt. Und ich brauche Zeit, Mindestmitdauer, wo mir erlaubt, eine Marke aufzubauen. Ich suche kein Schenk. Ich suche einen Vertrag, der beide schützt. Ein Gespräch war nüchtern. Keine pathetische Versprechen, keine grosse Idee. Wir haben Standorte analysiert, Miete verglichen, Konkurrenz. Die Assistentin hat das Konzept kritisch hinterfragt. Warum würde ich genau zu ihnen essen und nicht zum nächsten? Weil wir nicht versuchen, alle zu gefallen, habe ich geantwortet. Wir machen Mittagsmenüs, die seitig sind, schnell gehen und trotz dem Druck frisch sind. Für Leute, die in 45 Minuten über das Mittag entscheiden müssen, wie viel Energie sie für den restlichen Tag haben. Wir überladen den Scharte nicht. Wir machen ein paar Sachen richtig. 2 Monate später habe ich den Mietvertrag unterschrieben. Ein schmales Lokal in Zürich West, gerade genug gross für 40 Plätze rein, ein kleines Terrassenhaus. Die Bank hat nicht gelacht, aber sie hat die Schale vom Family Office gegeben und das Risiko akzeptiert. Ich habe mein WG-Zimmer gekündigt und bin in eine etwas grössere, immer noch mit Mitbewohnern, aber näher beim Lokal. Die Eröffnungsobe war nicht perfekt.
Der Kassensoftware ist kurz abgestürzt, ein Blech mit Flammkuchen ist angebrannt, ein Stammgast von früher hat mich erkannt und zu viel gefragt, wieso ich nicht mehr in Luzern bin. Aber am Schluss von der Woche haben wir die Schalen rausgelesen und sie sind nicht glänzend, aber ehrlich gsi. Wir haben nichts beschönigt. Nach 6 Monaten ist der Mittag voll gsi. Banker, Start-up-Leute, Angestellte vom Kreis 15 Leute heiss fallen, dass wir nicht pseudohip gsi sind, sondern präzis. Der Konstanz hat die Runde gemacht. Jeden Tag etwas gibt's, jeden Tag pünktlich. Die Mark ist nicht gross, aber stabil gsi. Genug, dass Dr. Aebi und seine Leute vom Family Office gsi haben, das mehr multiplizieren. Es ist nicht über Nacht gegangen. Jede neue Filiale hat wieder Verhandlung gebracht, mit Vermieter, mit Gemeinde, mit Kreditabteilung von der Bank. Ich habe jede Bewilligung selber unterschrieben, jede Kalkulation selber kontrolliert. Nichts ist einfach passiert. Aber nach ein paar Jahren sind US am Einzellokal 12 geworden, verteilt über Zürich, Basel und Bern. In der ganzen Zeit habe ich Luzern konsequent US Minere Navit schon. Keine spontane Psyche, kein Ausflug. Mein Elternhaus ist für mich schwarzer Punkt UF Dr. Scharte gsi. Bis zu dem Nachmittag, wo mein Betriebsleiter mir einen Screenshot geschickt hat, ein Online-Artikel von Eri Lokalzeug US Luzern. Traditionsrestaurant Keller in Schieflage Bank setzt Ultimatum ist über dem Bild gestanden. Doktorname von meinem Vater, Doktorname vom Restaurant, alles schwarz auf weiss. Ich habe das Handy im Moment lang in Doktorhand gehalten wie ein fremder Gegenstand. Und in dem Moment ist mir klar geworden, die Gicht, wo ich vor 7 Jahren vor einem Restaurantvorhang abgebrochen habe, wird nicht von selbst verschwinden. Sie wird mich irgendwann finden. Was ich noch nicht gewusst habe, das nächste Mal, wo wir gegenüber sitzen, wird eine Tabelle voller Schuld vor uns liegen und ein Kaufpreis, wo für beide Seiten alles verändert scheint. Doktor Alltag mit 12 Betrieb ist weniger Glamour und mehr Excel gsi, als sich die Leute vorstellt. Mein Team hat Filialleiter, Controlling, HR, ich habe die Woche im Zug verbracht, Morgenbesprechung in Bern, Mittag in Zürich, ABE in Basel. Menüplan, Personaleinsatzplan, Warenuntergänge, alles ist mit Zeit präziser geworden. Wir haben nichts Spektakuläres gemacht, aber wir haben es konsequent gemacht. Die Nummern haben GSTO, langsam, aber stabil. Ein Family Office wie das vom Herr Aebi liebt so Öffnungskurve. Kein plötzliche Feuerwerk, kein Skandal, keine riesige Marketingkampagne, wo dann nichts bringt. Einfach verlässliche Cashflows. In jeder Sitzung ist die gleiche Frage schon. Wer je nach dir, wenn du mal nicht schaust, und jedes Mal habe ich gewusst, dass ich noch nicht das Gesicht im Hintergrund habe, ich bin nach wie vor der Person, wo alle Fäden in der Hand hat. Gerade in dem Moment, wo ich angefangen habe, über Delegation und eine nächste Führungsebene nachzudenken, ist es Mail schon. Absender, alte Lieferant US Dr. ZYT beim Vater. Betreff, habe ich richtig gelesen? Sie sind jetzt auch in Dr. Gastro in Zürich. Er hat's verlinkt, Doktorartikel US Eri Luzerner Online-Zeitung, diesmal in klein grössere Version als der Screenshot, wo ich zuerst von meinem Betriebsleiter bekommen habe. Traditionsbetrieb kämpft ums Überleben, Bank setzt Familie Keller frisch bis Jahresende. Der Foto hat mich getroffen, ein Restaurant, es schielt, es gelblich Wärme vom Innenraum, wo ich so gut kennt habe. Und im Text, Markus Keller, Inhaber, kämpft mit rückläufigen Umsätzen, höhere Mietkosten und Kreditlimite, wo fast ausgelötet ist. Ich habe das Mail zugemacht und bin im Grossraumbüro in Zürich eine Runde laufen. Dr. Teppig hat Schritt gedämpft, die Leute haben über Marketingkampagnen diskutiert und Social-Media-Zahlen. In meinem Shop ist nur eine Frage umlaufen, wenn ich da wäre, als neutrale Investorin, würde ich das Lokal schauen? Würde ich es prüfen ohne die Gicht, ohne die Familie? Die Antwort war nüchtern, ja. Lage gut, Bekanntheitsgrad gut, schlechte Struktur, maue Finanzen. Klassische Austrittssituation für eine Gründergeneration, die zu lang alles allein machen will.
Für jedes Family Office wäre das ein Dossier wert. Ich habe Dr. Aibi nüchtern schreiben, es gibt potenzielles Objekt in Luzern, Traditionsbetrieb, schwache Bilanz, gute Lage. Interessiert, ich habe mit Absicht keinen Namen genannt. 2 Tage später ist sein Rückruf schon. Wir sind grundsätzlich interessiert. Aber sie tönt, wie wenn sie mehr als nur eine Numbersicht hätten. Es ist ein Restaurant von meinem Vater, habe ich gesagt. Am anderen Ende ist es eine Sekunde lang still gsi. Aha, hat er dann langsam gesagt. Das erklärt ihr Ton. Wir haben die Unterlage organisiert. Nicht heimlich, nicht dramatisch. Die Bankunterlagen sind teilweise öffentlich, anderes hat Dr. Alte Lieferant mir zugeschoben, weil er selber Angst gehabt hat, dass seine Forderungen verbrennt. Ich habe gesehen, wie sich die Schalen entwickelt haben, Umsatz jedes Jahr klein neben bei Null, Lohnkosten, die nicht adaptiert worden sind, Investitionen, die hinausgeschoben worden sind, bis alles veraltet war. Irgendwo zwischen der Position, Forderungen und Verbindlichkeiten ist meine Kindheit gestanden. Die Stunde, wo ich nach der Schule Teller poliert habe, die Ferien, wo ich nie gehen habe, weil wir immer im Betrieb gebraucht worden sind. Und das Gefühl, wie es ist, wenn Doktor eigene Vater den vor vollem Saal als nutzlos bezeichnet. Der Professionelle in mir hat gesagt, das ist ein Deal wie jeder andere. Die Tochter in mir hat gesagt, wenn du das machst, schaffst du nicht nur das Lokal, du kaufst den Gast, wo dich rausgeworfen hat. Und dann musst du auch den Preis zahlen. Ich habe mich mit meinem externen Anwalt getroffen, nicht mit denigen vom Family Office. Ein Genfer, nüchtern, unauffällig. Wir haben die Struktur besprochen. Wenn er nicht selber tschech, wird die Bank Druck machen, hat Dr. Anwalt gesagt. Das gibt ihnen Verhandlungsspielraum. Aber sie müssen sich vorher entscheiden, wenn sie Rache oder ein gutes Objekt. Sie können beides nicht gerade uns haben. Die Frage hat mich mehr als eine Nacht begleitet. Ich habe mich versucht, die Situation wie ein Käse im Unterricht anzuschauen, Ausgangslage, Interesse, Risiken. Aber jede nüchterne Tabelle ist schlussendlich an einem Punkt abprallt. Was mache ich mit dem Mensch, wo hinter dieser Bilanz steckt? Am Ende habe ich es mir Satz zusammengefasst. Ich will keine Rache, ich will nicht mehr schuldet sein. Nicht mehr finanziell, nicht mehr emotional. Wenn ich das Lokal übernehme, dann nur zu Bedingungen, die mich schützt und ihn zwingt, Verantwortung für seine eigene Entscheidung zu übernehmen. Mit unterschriebenem Vertrag statt halblauten Schrei vor Gästen. Wir haben Dr. Aibi ins Boot genommen, nüchtern erklärt, was die Familienkonstellation ist. Er hat nur gesagt, solange wir in die Schale ehrlich sind und die Rolle klar, ich mit Familie lebe. Aber ihre Grenzen müssen sie setzen, Frau Keller. Der Plan war einfach, die Umsetzung weniger. Dr. Kaufvertrag wird über mein Holding laufen mit Kapital vom Family Office im Background. Die Bank in Luzern wird so gang sein, weil sie lieber eine solide Betreiberin hat als ein erschöpfter Wirt. Und meine Bedingung hat festgestanden: keine verdeckte Mitarbeit von meinem Vater, kein Mitspruch, keine Backdoor-Klausel. Das einzig Offene war, wie würde er reagieren, wenn er erfährt, wer der Käufer wirklich ist. Dr. Anwalt hat nüchtern vorgeschlagen, wir laden ihn nicht in Zürich 2. Wir nehmen einen neutralen Ort. Genf. Bankviertel. Soll ruhig spüren, dass er nicht im Heimspiel ist, ich habe genickt. Es hat sich hart angefühlt, aber nicht grausam. Einfach sachlich. Wenige Tage später ist die Einladung aus. Gespräch betreffend Verkauf Restaurant Keller, Besprechung im Büro Romandia Legal, Genf. Kein Wort von mir. Kein Hinweis, wer später am Tisch sitzen wird. Und wie ich den Termin im Kalender gegeben habe, mit Datum, Zeit und Adresse, habe ich gewusst, das nächste Kapitel von der Geschichte wird nicht mehr im Schatten von der Küche schreiben, sondern am langen Tisch vom Advokat. Mit Protokoll, mit Konditionen, mit Unterschriften. Und mit mir vis-à-vis vom Mann, wo mich einmal vor 40 Gästen ausgestossen hat. Doktorzug UF Genf ist am frühen Morgen fast leer gsi.
Ich bin im Erstklasswagen gesessen, nicht weil ich Status gebraucht habe, sondern weil ich am Laptop noch eine Schale durchgehen wollte. Die Zähne sind am Fenster vorbeigezogen, aber in mir ist alles stockig gsi. Meine Präsentation ist nüchtern gsi. 3 Varianten, was mit dem Restaurant vom Vater könnte passieren. Erstens, Bank übernimmt, Notverkauf, er verliert fast alles. Zweitens, Investor, aber er bleibt als Betreiber mit strengen Konditionen ihr Rezept für ewige Konflikte. Drittens, Verkauf an mein Holding, klare Trennung, Übergang mit Respekt, aber ohne illusorischen Mitspruch. Ich habe noch eine Schal 1800000 CHF angeschaut. Es ist kein Traumpreis gsi, kein Märli. Es ist in kompromissige Wert gsi, wo die Lage, die Bausubstanz und die Schulden berücksichtigt hat. Genug, dass er nicht als verlorene Brüch im Dorf dasteht. Aber nicht genug, dass er sich als Sieger vom Schachbrett fühlt schönt. Die Kanzlei in Genf hat mitten im Bankenquartier gelegen. Glas, Stein, nüchterne Empfangsdame. Doktor Advokat Dr. Herr Baumgartner hat mich ins Sitzungszimmer geführt, wo zu kalt dekoriert war, um jede Emotion aus dem Raum zu schalten. Nur ein langer Tisch, Wassergläser, Kaffeetasse, ein Bildschirm, wo die Präsentation würde zeigen. Ihr Vater ist unterwegs, hat Baumgartner gesagt. Wir fangen offiziell an, wenn er da ist. Wollen Sie, dass ich die Verhandlung führe und sie mischt sich nur ein, wenn ich Ihnen sicher gebe? Ich habe ein paar Sekunden überlegt. Ja. Aber wenn er lügt wie vor 7 Jahren, will ich den Blick nicht wieder aushalten müssen, ohne etwas zu sagen. Er hat nicht. Sie sind nicht die gleiche Frau wie dort in Luzern. Vergessen Sie das nicht. Die Tür ist aufgegangen, bevor ich schon antworte. Ich habe seine Schritte schon erkannt, bevor ich ihn richtig gelügt habe. Markus Keller, ein bisschen älter, ein bisschen gebückter. Die Schürze hat er nicht angehabt, aber Dr. Griff, wie er seine Aktentasche gehalten hat, ist der gleich wie früher, wenn er die Kasse nüchtern zugemacht hat, zu fest. Er hat mich gegeben, ist im Moment lang erstarrt. Nadine. Was machst du da? Dr. Baumgartner ist dazwischen. Grüezi, Herr Keller. Bitte nehmen Sie Platz. Wir haben heute einig zu besprechen, er hat nicht gerade verraten, was meine Rolle ist. Ich habe nur ruhig gerüscht, Grüezi, Vati, ohne zu viel Ton. Die erste halbe Stunde war formell. Baumgartner hat die Situation erläutert. Die Bank, die Frist, die Verlust, die Variante. Mein Vater hat am Anfang alles klein geredet. Schittige übertrieben. Wir können es reparieren. Es war nur ein schwaches Jahr. Dolly mit Zahlungsrückstand war Antwort genug. Kein Raum für nur ein schwaches Jahr. Es gibt Interessante, hat Dr. Baumgartner gesagt, aber keine lange Liste. Die Bedingungen sind klar, die Bank will eine Betreiberin mit bewiesener Erfolgsbilanz. Und sie will einen Deal, wo innerhalb ein paar Wochen unterschrieben wird. Mein Vater hat das Wasser im Glas klein zu stark bewegt. Wer sind die Interessenten? Dr. Baumgartner hat einen nüchternen Blick zu mir rübergeworfen. Ein primärer Interessent hat ein konkretes Angebot gemacht. Ein Gesamtpaket beläuft sich auf 8 Millionen Franken plus die Übernahme von definierten Schulden. Der Interessent bringt stabile Struktur und hat mehrjährige Erfahrung mit mehr als 10 Betrieben. Mein Vater hat langsam genickt, aber seine Stirn war verkrampft 8. Das ist Zwang. Die Immobilie allein ist wirtschaftlich nicht mehr das, was sie einmal war, hat Baumgartner abgeschickt. Sie haben zu spät investiert. Die Bank wird bei einem Notverkauf vermutlich drunter bleiben. Es ist ein Moment still gsi. Die Luft hat nach Kaffee und Papier schmückt. Dann ist die Frage schon, wo ich erwartet habe. Wer ist der Käufer? Mein Vater hat seine Position im Stuhl korrigiert, als könnte er mit dem Rückendruck aufsetzen. Dr. Baumgartner hat sich nicht hetzen lassen. Er hat das Dossier zugeschoben, das Bürolicht hat sich in seinem Brillglas spiegelt.
Die Käuferin sitzt hier am Tisch, Herr Keller. Sein Blick ist langsam zu mir glitten, wie wenn er hofft hat, dass Doktor Advokat ewig gemacht hat. Das Tja, du, er hat das Wort nicht fertig gebracht. Die Hände, wo früher Teller so sicher tragen hei zittert ganz fein. Ich bin nicht mehr die Serviertochter, wo du rausgeworfen hast, hei ich gesagt, langsamer als gewöhnt. Ich bin die Inhaberin von 12 Restaurants in Zürich, Basel und Bern. Und ich gebe dir heute das Angebot, wo dich vor die Bank schützt. Nicht als Töchterli. Als Geschäftspartnerin für eine sehr begrenzte Zeit. Er hat bröbelt, ein Spotton zu finden. Das ist also deine Rache. Wenn ich Rache will, würde ich die Bank zurücklehnen und zugeben, was passiert, habe ich nüchtern gesagt. Was ich will, ist Klarheit. Und ein Schlussstrich. Rest von Doktorsitzung ist kein Drama gsi, sondern zäh verhandeln. Wir haben über Personalräte, über Mietvertrag, über Lieferanten. Übers Recht, den Namen Restaurant Keller zu brauchen und ob es überhaupt noch etwas wert ist. Ich habe die Linie klar behalten, er wird nicht Geschäftsführer bleiben, nicht Berater im Hintergrund. Höchstens Gastkoch punktuell, mit klar definiertem Honorar und ohne Mitspruch. Ich habe das Lokal aufgebaut, hat er zum Schluss knurrt. Ohne mich gäbe es das alles nicht. Ohne dich gäbe es mich so, wie ich heute bin, nicht, habe ich antwortet. Aber das gibt dir nicht das Recht, mich für immer dran zu binden. Der Satz ist in Doktorluft bliebe schwer, aber ehrlich. Dr. Baumgartner hat das Dokument ausgelegt. Herr Keller, Frau Keller, das sind die Vertragsentwürfe. Wenn Sie die Konditionen akzeptieren, schönt mir in 2 Wochen beim Notar unterschreiben. Mein Vater hat das Papier angestarrt, als wäre es ein fremder Spruch. Ich brauche Zeit, hat er leise gesagt. Nachts um 3 überschlafen. Doktor Anwalt hat CME mir überglügt. Es ist riskant gsi, jeden Tag mehr hat Doktor Bank mehr Argument gegeben, härter zu werden. Aber ich habe gemerkt, dass ich den Punkt nicht schon erzwinge, ohne mein eigenes Gefühl von Fairness zu verletzen. Nacht habe ich gesagt. Nicht mehr. Wie ich später auf die Ruderoni runtergelaufen bin ich zum ersten Mal nicht sicher gsi, ob ich mir wirklich wünsche, dass er unterschreibt. Ein Teil von mir hat willig lieber gehen, ein Kapitel bleibt unvollständig, als dass ich ein Lokal kaufe, wo voll ist mit Stimme US-Doktor-Vergangenheit. Aber Geschäftslogik kennt keine Nostalgie und Schuld kennt keine Sentimentalität. Ich habe das Handy aus meiner Tasche genommen und den Termin beim Notar provisional blocken lassen. Am nächsten Tag wird der Anruf schon. Und je nachdem, was er sagt, wird sich nicht nur seine Zukunft ändern, sondern auch meine. Doktor Anruf ist am nächsten Morgen schon, noch bevor ich zum ersten Meeting muss. Unbekannte Nummer, Luzerner Vorwahl. Ich habe das Handy zu lang angelügt, bevor ich abgenommen habe. Nadine, hat er gesagt, ohne sich vorzustellen. Meine Stimme war trocken. Ja? Es war Pause, denn das Nüchternes, wir machen den Vertrag. Ich unterschreibe keine Entschuldigung, kein Pathos. Aber auch kein Vorwurf. Einfach Entscheid. Beim Notar 2 Wochen später ist alles präzise laufen. Die Bank hat ihre Teile vorgelegt, Dr. Baumgartner die Vertragspunkte vorgelesen, wir haben unterschrieben. Mein Vater hat die Füllehalter einen Moment lang in Doktorhand gehalten, den Doktornamen gesetzt, fast trotzig. Sie sind ab heute nicht mehr Eigentümer, hat Doktor Notar nüchtern zusammengefasst. Die Übertragung tritt per sofort in Kraft. Wir haben noch die Schlüsselübergabe gegeben. Es war merkwürdig, den Metall ans Lang, wo ich als Teenager unzählig Morgen in die Tür hätte umdrehen. Du weisst, was du da aufhältst, hat er gesagt. Das ist kein Excel-Spiel, das sind Leute. Ich weiss, habe ich ruhig geantwortet. Drum richte ich's grad neu, ich habe einen Moment gewartet, dann nachschoben, ich bitte dir etwas an, nicht als Tochter. Als Inhaberin. Er hat sichtig mein Gesicht gesucht. Was für etwas?
Gastkochabend 4-mal im Jahr. Mit klaren Gagen, klaren Rollen. Du tschunst, kochst deine 2-3 Klassiker, lügst, gehst an, gehst wieder heim. Kein Entscheid, keine Diskussion über Personal, kein Zwischenruf. Und wenn du's nicht schon akzeptiere, dann lass mir's. Er hat lang nichts gesagt. Du willst mich also noch im Haus, aber ohne Stimme. Ich wollte dich nicht mehr über mir sehen, habe ich gesagt. Aber ich müsste dich auch nicht auslöschen. Du gehörst zur Gicht vom Ort. Aber du bist nicht mehr die Zukunft Evo. Der erste Tag als Inhaberin habe nüchtern angefangen, Inventar zählen, Küchengeräte ersetzen, Servicestandards angleichen. Es ist mir wichtig, dass das Personal nicht das Gefühl hat, jetzt schon mir irgendwie Zürich Investoren und reiss alles um mich. Ich habe jede Mitarbeiterin persönlich vorgestellt, erklärt, was ich vorhabe. Wir machen keine Revolution, wir machen das Fundament. Die Gäste haben reagiert wie immer, Teil skeptisch, Teil neugierig, Teil egal. Einige haben gesagt, sind sie die Tochter? Mir haben sie früher am Service gegeben, ich habe nicht um mehr die Antworten gedruckt. Ja. Und ich bin jetzt zurück, aber aus einem anderen Grund. Doktor erste Abend mit meinem Vater als Gastkoch ist klein wie eine schlecht probte Theaterprobe gsi. Er ist zu früh schon, hat sich zu lang beim Mise en Place aufgehalten, allem Personal Rotschläge gegeben. Ich habe ihn sachte zurückgenommen. Die Küche hat jetzt Chef de Cuisine. Wenn du das nicht akzeptierst, machen wir das nicht mehr. Er hat zum ersten Mal klein gelächelt, bitter, aber ehrlich. Du bist härter als ich, weisst das? Nein, habe ich gesagt. Ich bin nur fertig damit, immer die jüngere Z zu sein. Im Service habe ich gemerkt, wie die Gäste reagiert haben. Ein älterer Stammgast hat zu mir geflüstert, ihr Vater sieht mit US. Aber die Augen sind stolz, auch wenn er es nicht sagen würde, ich habe nicht gewusst, ob das wirklich stimmt, oder ob sie nur ein Bild will, wo besser passt. Aber ich habe es so stehen lassen. Nach einem Service haben wir zum ersten Mal seit Jahren im leeren Gästeraum gesehen. Die Stühle auf dem Tisch, ein Licht halb ablöscht, nur die Schriften vom Notizbuch UF Dr. Theke. Du hast mich heute nicht einmal kritisiert, habe ich gemerkt. Er hat die Hände in die Tasche gesteckt. Du brauchst meine Kritik nicht mehr, hat er leise gesagt. Das ist gut. Und schwer. Ich habe mir keine Entschuldigung erwartet und keine bekommen. Aber er hat noch eine gesagt, bevor er ist gegangen. Du bist nicht nutzlos gsi, Nadine. Ich habe nur mehr Angst gehabt, dass ich alles verliere. Und dann habe ich dich verloren. Das ist Doktor dümmste Deal gsi, wo ich je gemacht habe. Es ist keine Versöhnung gsi. Keine Umarmung, keine Träne. Nur ein Satz, wo es Boot, aber doch nicht ganz nutzlos gsi ist. Ich habe nur genickt. Das ist dein Satz. Mein Leben rechne ich selber. Mit Zeit ist ein Restaurant in Luzern ein Teil von Mitkette geworden, aber mit eigenem Charakter. Die Leute haben nicht gefunden, dass es jetzt Z-professionell oder Z-seelenlos geworden ist. Sie haben gemerkt, dass wir wieder Luft haben, um richtig zu kochen, ohne dauernd Brand zu löschen. Meine Gicht mit meinem Vater ist nicht in Filmmusik rausgelaufen. Wir schreiben nicht jede Woche, wir fahren nicht über alles. Aber wir haben einen Vertrag, der klar ist. Und wir haben ein paar Abende im Jahr, wo er in meiner Küche steht, unter meiner Verantwortung und mir nicht in die alte Rolle zurückfällt. Wenn ich heute im Zug zwischen Zürich und Luzern sitze, schaue ich nicht mehr weg, wenn mir der Namenszug vom Dorf UF Dr. Anzeigetafel gegenschand. Ich wechsle willig die Züge, aber nicht mehr Dr. Kanal. Und vielleicht sitzt du jetzt vor dem Bildschirm und fragst dich, was du mit dem eigenen Restaurantkeller im Leben machst, der Ort, wo dich jemand schmerzt, aber wo du spürst, dass der nächste Schritt durchmüht. Wenn du heute etwas mitgenommen hast aus meiner Gicht, dann lass es mich wissen. Schreib in den Kommentaren, wie du mit dem eigenen Markus Keller umgehst und abonniere den Kanal, wenn du willst, dass wir noch mehr so ehrliche, unglamouröse, aber wahre Geschichten erzählen.
denn das Leben hat selten eine perfekte Schlussszene. Aber wir können lernen, einen ganz sauberen Schlussstrich zu ziehen.